Warum Kölsch ist eine wirklich sehr, sehr gute Frage. Ich habe schon viel Musik vorher gemacht, viel Musik aus allen verschiedenen Bereichen, Genres und natürlich auch unterschiedlichen Sprachen. Aber ich bin ja nicht ohne Grund Kölner und ich liebe diese Sprache. Es gibt Begriffe auf Kölsch, die es in keiner anderen Sprache so zu finden gibt. Und damit kann man natürlich unfassbar gut Dinge erzählen, Geschichten erzählen. Und da bin nicht nur ich jetzt Künstler, der das Ganze macht, sondern wir haben so viele alte Lieder, die genau das beweisen. Deswegen ganz klar Musik ob Kölsch. In der Regel gibt es verschiedene Herangehensweisen. Meistens ist eine Idee da, das kann ein Wort sein, das kann eine witzige Begebenheit sein, die mir irgendwie im Alltag begegnet ist. Manchmal fällt mir aber auch eine Melodie ein oder eine Akkordfolge oder ganz lustige Geschichte bei unserer aktuellen Single A-Moll zum Beispiel war einfach dieses Riff auf der Ukulele sofort da. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Herangehensweisen, wie ein Song entsteht und meistens ist es halt immer eine Idee aus verschiedensten Konstellationen. Darauf fange ich dann an zu schreiben, überlege mir einfach, wie man das Ganze zusammenpuzzeln könnte und auch eine Sache ist, manchmal bleibt so eine Idee sogar erstmal relativ lange liegen und man fasst sie vielleicht sogar ein Jahr später nochmal an. Das ist also ganz, ganz unterschiedlich, aber ich schreibe auf jeden Fall meine Songs derzeit immer noch selber. Köln ist für mich Heimat, Köln ist für mich absolut faszinierend. Ich würde sagen, Köln ist auch eine einmalige kulturelle Szene. Nirgendwo in Deutschland, und ich habe in ganz Deutschland vorher Musik gemacht, gibt es diesen Ballungsraum, wo so viel Entertainment, so viel Unterhaltung, so viel Brauchtum gepflegt wird, wo eine Sprache erhalten wird. Und auch all das ist Köln. Köln ist Toleranz, Köln ist Miteinander, statt gegeneinander. Und das ist nicht nur musikalisch, daher meine Heimat, sondern ganz klar auch für mich privat und als Mensch absolut meine Heimat. Die Frage wird mir in der Tat öfter gestellt. Im Prinzip ist es eigentlich einfach zu beantworten. Ich bin als Solist gestartet auf verschiedenen Umwegen, habe auch viel mit den ganzen Kollegen und Bands zu tun und bewundere sehr bei vielen der Bands, die gemeinsam gewachsen sind, die vielleicht schon als Schülerband zusammengespielt haben, die Energie und den Zusammenhang. Und ich möchte vermeiden, auch aus Respekt vor dem Karneval, jetzt eine Band zusammenzustellen, die so zusammengecastet wirkt. Ich persönlich stehe nicht da drauf. Die andere Seite der Antwort ist eigentlich eine ganz einfache, nämlich Logistik und ein Stück weit natürlich auch vielleicht ein Preisbewusstsein, das jetzt im Moment im Zuge von Corona auch eine Rolle spielt. Natürlich kann ich ganz anders agieren, kann ganz anders mit meinem Team arbeiten. Wir brauchen keinen riesen Bus, wir müssen nicht 11 Leute koordinieren, sondern wir sind halt ein Team von 3 bis 5 Leuten, je nachdem, wie man das sieht. Das ist alles viel einfacher und damit natürlich auch in der Regel flexibler. Wir können in jeder Location so auftreten. Wir sind total flexibel, ob wir jetzt alleine spielen oder mit ein paar Musikern später mal zusammen. Ich freue mich aber darauf, natürlich immer mal wieder mit anderen Musikern und Musikerinnen zusammenzuarbeiten. Und es wird 2023 auf jeden Fall auch Konzerte von und mit Philipp Godard geben, mit Musikern zusammen. Ein Feuerwerk der Gefühle. Nein, Spaß beiseite. Wir bringen natürlich wenig auf der Bühne mit, weil wir keine riesen Band dahinstellen. Nichtsdestotrotz haben wir ein richtig schönes zusammengestelltes Programm mittlerweile. Meine Songs sind modern angelegt. Meine Songs behandeln verschiedene Themen. Wir geben uns da ganz, ganz große Mühe, oder vielmehr gesagt, ich beim Schreiben, aktuelle Themen aufzugreifen. Nicht unbedingt immer nur über Feiern und Liebe und die Stadt und diese Dinge zu schreiben, sondern auch ein bisschen mal politische Themen anzugehen vielleicht. Aber immer mit dem Blick darauf, dass die Shows Spaß machen sollen. Und das versuche ich auch zu transportieren in meinen mittlerweile mehr als 17 Jahren als Musiker auf der Bühne. Als Profimusiker ist es auf jeden Fall so, dass ich natürlich vor allem den Spaß im Vordergrund sehe. Das heißt, eine Show mit mir soll unterhalten, die soll Spaß machen, die soll einladen, die soll einen bewegen, die soll einen vielleicht zum Tanzen animieren und natürlich eben auch auf einer Textebene abholen. Das ist mir ganz, 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 ganz wichtig. Und ich hoffe auch, dass die Leute, die mich schon live gesehen haben, das bestätigen können. Da haben wir ganz verschiedene Themen. Es geht viel um Freundschaft, es geht natürlich auch um Liebe. Wie kann man schreiben, ohne über das Thema Liebe zu schreiben? Es geht aber auch oft um Begegnungen und mir auch ganz stark um den Bezug der Stadt. Und da ist es natürlich auch immer mal wieder leicht politisch. Ich mag es allerdings auch sehr, sehr gerne, ironisch dabei zu bleiben. Also wir haben zum Beispiel einen Song im Programm, der heißt Palme in Kölle. Da geht es auch mal um den Klimawandel, aber immer mit einem Augenzwinkern. Corona haben wir behandelt mit einem Augenzwinkern. Ich mag es nicht mit dem erhobenen Zeigefinger Songs zu schreiben, sondern wenn dann immer mit einem leichten, verschmitzten Lächeln und mit einer gewissen Ironie. Ich
bin ja schon eine ganze Weile als Musiker unterwegs. Auf diversen Websites und im Netz steht immer noch irgendwo, steht auf der Bühne seit seinem 11. Lebensjahr. Das war natürlich noch als Amateur, als Kind und Jugendlich habe ich da sehr früh angefangen. Bin aber direkt nach dem Abi mit einem kleinen Umweg in einem Pädagogikstudium, das ich nie beendet habe, muss ich halt sagen, wie es ist, bin ich Profimusiker geworden und habe sehr, sehr viele Jahre erst im Großraum Trier, in Mannheim, in Holland, Luxemburg sehr, sehr viel gespielt, Covermusik gespielt für alle erdenklichen Anlässe, von Jazz über Unplugged-Musik, Rock, Evergreens, bis ich dann ganz viel am Niederrhein gespielt habe. Da haben wir dann die klassischen Schützenfeste auch gespielt, das habe ich sehr, sehr viel gemacht. Studiojobs, Werbung eingesungen, ganz viel, ja, das ist so das, wo ich letzten Endes herkomme und bin natürlich auch interessanterweise genau über den Weg des Nachspielens und der Partys, Weihnachtsfeiern, Vorstandsfeiern, Firmenfeiern mit dem Karneval immer mehr in Berührung gekommen und habe da dann gemerkt, dass das ist, was ich unbedingt machen will, dass diese Szene so einzigartig in Deutschland ist, dass es sich lohnt, sich damit zu beschäftigen. Das ist nicht ganz so leicht zu beantworten. Musik hat mich schon immer fasziniert, wenn ich meinen Eltern Glauben schenken darf. Ich bin so das klassische Kind, das schon mit der Trommel um den Bauch, um den Weihnachtsbaum gelaufen ist, definitiv. Ich habe immer irgendwo getrommelt, irgendwas gemacht, gerne gesungen, gerne Musik gehört. Bin dann aber nach der Scheidung meiner Eltern tatsächlich da eigentlich ganz gut abgeholt worden. Also bei mir war so der klassische Fall, als meine Eltern sich getrennt haben, habe ich die erste Gitarre geschenkt bekommen, habe damit bestimmt auch ein bisschen was kompensiert, aber ich glaube, es hat mir sehr, sehr geholfen und da ist die Faszination sehr groß gewesen. Also in der Zeit, wo andere als Jugendliche Fußball gespielt haben oder irgendwie mit ihren Freunden was gemacht haben, habe ich halt super viel Gitarre geübt und Klavier geübt und gesungen und Lieder geschrieben und war mit meinen Freunden in Proberäumen und habe irgendwie Bands gegründet. Also das war schon so die Faszination, gemeinsam was zu machen und sich mit diesem riesen Spielfeld, mit dieser Spielwiese Musik zu beschäftigen. Besöke, die nur Querdenker können und nix kapieren werden.